Der 30-jährige Krieg war vorbei und alle Länder haben wieder begonnen, ihre Landwirtschaft aufzubauen, Käse zu produzieren, etc. etc. In der Schweiz war plötzlich diese Konjunktur vorbei. Und Zehntausende von jungen Schweizer Männern, die teilweise im 30-jährigen Krieg bereits als Söldner im Ausland gearbeitet haben, dann aber zurückgekommen sind in die blühende Schweiz und als Käser gearbeitet haben, sind ausgewandert und haben das Käse-Know-how in der Welt verbreitet, wirklich in der Welt. Ich habe vor den Harzer erwähnt. Der Harzer wurde von einem Appenzeller nach dem 30-jährigen Krieg, ca. 1652, das erste Mal überhaupt so entwickelt, wie er ist. In Finnland oben, die ersten finnischen Käse, Hartkäse, die hergestellt worden sind, kommen auch aus der Zeit. Die Österreicher haben überhaupt erst 1658 gelernt, wie man Hartkäse macht, auch von Appenzellern, die gekommen sind. Die Franzosen haben plötzlich das erste Mal Schweizer gesehen, die ihnen beigebracht haben, wie man einen Ganté macht. Das ist ein Käse aus dem französischen Jura, also der erste Hartkäse Frankreichs. Und die arbeitslosen Sennen aus dem Berner Oberland, die haben ihre Ziegen nach Südfrankreich gebracht und den Südfranzosen beigebracht, wie man französischen Weichkäse macht, Ziegenweichkäse.